Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder Chris. Hoffe, ihr seid gut übergerutscht. Ich möchte euch hier ganz herzlich im 2016 begrüßen mit einem kleinen Gameplay. Es ist etwas ganz Anständiges, was mir hier gelungen ist, darum teilen ich das auch gerne. Teilen. Läuft nicht immer so, können Sie ja selber. Da haben wir auch ein bisschen mit dem Lag zu kämpfen gehabt, weil irgendwie Connections, ja, ich weiß auch nicht genau, was da über 9 Uhr gelaufen ist. Vielleicht ist jeder irgendetwas gehackt worden. Auf jeden Fall war es nicht immer ganz flüssig gewesen, was auch zu unserem Nachteil ist gelaufen. Aber gleich hat es noch ein gutes Gameplay gegeben, wie anfänglich erwähnt. Merci noch für die Glückwünsche fürs neue Jahr. Euch natürlich auch. Nur das Beste der Familie. Und ja, hoffen wir, dass es ein gutes Jahr wird. Sicher nicht für alle genau gleich. Alben läuft es ja besser, Alben schlechter, wenn erzähle ich es. Aber ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was das neue Jahr bringt. Vor allem bei den Veränderungen von Kleinen ist es immer gut zu sehen, wie schnell das Zeit vergeht. Aber für mich ist das an und für sich nichts Negatives. Weil solange dass man die Zeit mit irgendetwas ein bisschen füllen kann, das einem auch erfüllt, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Also, gehen wir zum Gameplay. Ihr seht, ich spiele doch ein bisschen defensiv aus dem Grund, dass ich in der Vorrunde ein bisschen aufs Dach bekommen und gleichzeitig auch muss ich mir nicht immer zu reinziehen, das habe ich auch schon erzählt. Ja, da jetzt auch, zieht nicht rein, es hat wirklich schön gelegt und das liegt nicht an Elgato oder an meinem PC oder so. Das war komisch, es ist wirklich Zeitlupen-Modus zwischendurch. Spässig. So, was ich eigentlich vorhatte, ist die Klasse zu wechseln. Keine Ahnung, wie die Hellstorm bereicht. Um dann hinten das Kistchen durchzurollen, weil hier habe ich den Ingenieur dabei. Aber das Kistchen ist irgendwie vergessen gegangen. Und was ich hier so ein bisschen versuche zu machen, offensichtlich ist auf die Inputs vom Trap zu hören. Er hat gesagt, dass es bei B ein bisschen abgeht. Und da habe ich leider nicht so gut gegamed. Und ja, das spielt man auch ein bisschen zusammen und auch ein bisschen allein. Das ist in meinen Augen der Vorteil, wenn man zu zweit spielt. Wenn du eine grössere Gruppe bist, dann musst du wirklich gerade so ein bisschen Teamarbeit leisten, um etwas zu reissen. Aber wenn du nur zu zweit bist, kannst du auch ein bisschen für dich selber wursteln. Wenn der Rest vom Team einigermaßen gut und selbstständig funktioniert, ist das gar nicht so schlecht. Da habe ich auch jetzt eben den Dart genommen, habe die Kiste leider nicht neu gerollt. Und habe versucht, hier irgendwie das Care Package Schiff runterzuschießen, aber vergiss den Fisch. Und habe dann auch noch wunderschön den, der jetzt hier rechts rauszieht, Deck in der Luft verwünscht. Sorry, mein Morgen stoßen wir noch ein bisschen auf. Ich hoffe, ich muss hier nicht ins Mikrofon reinkotzen. Und was ihr halt auch seht, und das ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, was es gibt, ist, dass ich hier wie immer meine Rakete dabei habe und die Sachen aus der Luft hole. Weil, wie auch schon x-mal erwähnt, es gibt zum Teil auch Teammember, die das machen. Aber meistens bin ich der, der das macht. Da habe ich kein Problem damit. Und meistens bringt es dann eben dem ganzen Team auch etwas. Was auf jeden Fall wunderschön ist. Da bin ich leider ein bisschen verpeilt gewesen, habe den irgendwie nicht geschnallt, wo der Typ ist. Weil es hat mir angezeigt mit meinem 6. Sinn. Und wenn ich sie in der Wiederholung schauen würde, würde es sicher Sinn machen. Vielleicht ist gerade irgendjemand von einem Care Package erschlagen worden oder so. So, und ja, dann mache ich aber auch ein bisschen dumme Moves. Wie jetzt eben gerade dort, ist klar, wenn du im Feindesgebiet so ein Gerät vom Himmel holst, dann ist es gut möglich, dass du dann abkassiert wirst. Aber ja, eben einer fürs Team genommen. Und da hat jetzt noch irgendeiner vom Team der Hater ausgepackt. Was natürlich gang ist. Es hat nicht mehr ganz der Stil von Blackbird. Aber es hilft gleich extremst, wenn man den am Start hat. Und seit neuestens bin ich jetzt hier auch ein bisschen mit dem Roboter am Spielen. Ich finde zwar, dass der optisch eher bescheiden aussieht, vor allem wenn so das Hundegringli ausgewählt wird, was die Leute scheinbar noch gerne haben. Aber er hat auf jeden Fall einen super Skill mit seinem Maschinengewehr hier. Und ich versuche auch gerne Klassen zu wechseln, um das Zeug zu freispielen. Dann bekommt man wieder ein bisschen extra Erfahrungspunkte. Ich finde, das ist nicht so schlecht. Aber gleichzeitig kann ich auch verstehen, wenn jetzt jemand mit seiner Klasse natürlich bleibt.
Würde mich noch wundern, wie ihr es so macht. Habt ihr jetzt für euch die perfekte Klasse gefunden, der perfekte Spezialist und bleibt bei dem? Da habe ich Leih geschossen und Schwein gehabt, dass der Jojo Ernstl so schlecht geschossen hat. Ja, eben, würde mich wirklich noch interessieren. Bei wem das der so momentan dran seid, im Spezialist, oder eben, ob der eigentlich schon gar nicht wechselt. Ja, das war jetzt halt wieder mal das Game gewesen. Wir schauen schnell auf die Stats, wo wir das gegnerische Team absolut dominiert haben. Und man sieht jetzt leider gar nicht, auf welchem Level und Prestige das sie sind. Das ist wieder ganz super. Aber ja, es kann doch halb nicht sein. Zieht nichts rein. Zieht nichts wirklich rein. Keiner von ihnen hat mehr als 7 Kills gemacht. Und die jetzt frisch reinkommen, die sind sicher auch nicht solche am Ersetzen gewesen, die komplett durchdrehen. Darum ich kann es nicht ganz verstehen. Freue mich natürlich aber auch, wenn ich mal auf der Seite bin, wo ein bisschen rocken kann. Aber muss auch zugeben, wenn ich dann auf dieser Seite bin, wo eben irgendwie mit 6:25 am Laufen ist, das ist dann schon ein bisschen leid. Das ist dann wirklich ein bisschen leid. Und das kann definitiv nicht nur mit dem Skill zu tun haben. Aber auch erzähle ich keine neuen Geschichten. Die habt das alle sicher auch schon erlebt. Und das Call of Duty mal zwischendurch wieder ein bisschen besser sein, ein bisschen schlechter sein. Da haben wir jetzt in meinen Augen beim Black Ops 3 eigentlich wieder ein bisschen Besseres verwünscht. Ist aber sicher Geschmackssache, auf was das ich raus will. Was sie gang noch nicht rausgefuchst haben, ist einfach ein guter Netcode, wo das mit dem Lag nicht so das Problem ist. Und eben physikalisch ist das eh nicht so einfach umzusetzen. Aber sind wir ehrlich, Activision wieder mal, wo sicher ein paar Batzen verdient hat in diesem Jahr, wieso nicht mal in einen ultra ausgeklügelten Netcode investieren, der nach jedem Call of Duty verwendet werden kann? Wäre doch auch noch irgendwie lohnenswert. Aber ist eben mit verschiedenen finanziellen Aufwänden verbunden und dann ist das vielleicht nicht ganz so interessant. Und so schlimm ist es ja nicht. Ich meine, ich bin mich da jetzt nicht wirklich am Beklagen. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückdenkt, all die Jahre, wo es jetzt schon ein Call of Duty gibt, und wie das eigentlich mit der Netzwerkperformance ja, nicht immer wahnsinnig toll war und zum Teil auch richtig schlecht. Ich meine, das schön geschossen, das Skill-Based Matchmaking aus dem Black Ops 2, glaube ich. Von dem bin ich ja leider gar nicht so Freund gewesen, was vielleicht auch ein bisschen mit meinem Skill zu tun hat. Aber war eine gespässige Entscheidung gewesen, nur mit gleich stark immer zusammen zu teamen. Das hat zwar immer für intensive Fights gesorgt, aber auch nie für Runden, wo man wirklich so ein bisschen das Gefühl hatte, mal, jetzt ist es super gelaufen. Auch bei mir, eben, ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive reden. Und ja, eben andere Call-Offs haben richtig Leidslag gehabt. Ich weiss nur, dass die anfänglichen Call of Duties, dort hat es mir eigentlich nicht so schlecht gedünkt, aber vielleicht trübt mich dort auch ein bisschen der Nostalgiker-Bonus, meine Erinnerung, weil ja, hat sicher auch seine Lampen gehabt. Aber trotzdem, dort ist alles noch ein bisschen flüssiger gelaufen. Hat vielleicht jetzt auch damit zu tun, dass mittlerweile so viele verschiedene Internet-Connections auf der ganzen Welt vorhanden sind und viel Vergnügen, das auszubalancieren. Hier ist schnell ein bisschen planlos am Umziehen. Da hat zum Glück keine Blasse gehabt, wo ich springe. Ja, eben, und irgendwie muss man einen Kompromiss finden für alle, dass es möglichst fair ist mit der Correction. Aber ich würde ganz ehrlich gerne mal mit 7 anderen Leuten oder mit 11 anderen Leuten im gleichen Raum hocken und auf LAN-Ebene ein Call of Duty Match 2-3 spielen. Es wäre sicher noch interessant, wie sich das dann anfühlt. Weil die ganzen Pros und so, ich meine MLG-Jungs und so, die spielen immer nur LAN, wenn es dann um die Wettkämpfe geht. Und klar sind sie auch gut, wenn sie von daheim aus spielen. Aber es muss dann, glaube ich, schon noch ein gäbiger Unterschied sein. Leider sieht man nicht, wie ich hier am Zielen bin. Ja. Es war früher noch möglich gewesen. Aber früher war nicht alles besser gewesen. Im Gegenteil. Gewisse Sachen sind auch jetzt besser. Und abrunden möchte ich wirklich sagen, es gefällt mir gerne noch das Black Ops 2. Und ich spiele jetzt ganz sicher nicht so viel wie andere. Und bin sicher auch nicht so gut. Aber macht gerne noch Laune. Kleine Häppchen ist es wirklich sehr spassig. Hat mir nicht zum Besten gelangt, aber wirklich ein Score, den ich auch Freude hatte. Aber wie gesagt, ist irgendetwas ein bisschen komisch gelaufen. Es kann ja wohl nicht sein, dass alle im gegnerischen Team so ultra schlecht sind.
Irgendetwas muss da wirklich auch am Game gespässig laufen. Naja, ich muss meinen Lag-Switcher auch mal rausnehmen. Also, die Videos werden leider immer ein bisschen komisch abgeschnitten hier mit der Elgato-Software. Darum texte ich jetzt noch ein bisschen, verabschiede mich schon von euch und hoffe, dass dann auch das letzte Wort noch bis zu euch durchgesendet wird. Wie gesagt, guter Start ins neue Jahr. Merci, dass ihr alle noch ein bisschen etwas am Gucken seid, ein bisschen Feedback gebt und ihr irgendwann in der Ferien seid. Genießt es noch. Tschüss zusammen, macht's gut.